Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von der F1 2018 Coop Season mit mir und dem Simi. Es geht jetzt nach Österreich. Ich glaube, es ist eine Strecke, die uns beiden besser liegt als die vorherigen Strecken. Gut, Frankreich ist mir ja zwar gut gelegen, im Simi weniger, aber ich denke, jetzt wird der Simi da sicher in Österreich ein sehr starkes Comeback herhauen. Ja, und ich glaube, mehr müssen wir gar nicht dazu sagen. Wir haben KI jetzt mal aufgenommen auf 103. Wir haben sie vorher auf 102 gehabt, wir haben sie jetzt wieder eins aufgenommen. Wir tun uns jetzt ein bisschen herentasten. Ich denke, jetzt bei den Europarennen könnten wir sie wirklich ein bisschen mehr aufnehmen oder weiter oben haben als nachher, weil ja, die Rennen sind relativ simpel. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los. Wir gehen ins erste Training rein. Das nehmen wir wie immer nicht auf. Wir sehen uns dann gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Österreich. Und wir sind ins Training gefahren und haben sogar das Training frühzeitig beendet, weil wir beide so sicher sind. Nein, also der Simi war da relativ schnell schon mal nachher gewesen. Bei ihm sieht der Tire gut aus, seine Pace sieht gut aus. Also ich glaube, so das Gesamtpaket stimmt bei ihm. He? Für einen Red Bull, ja. Für einen Red Bull, ja. Und bei mir musste ich ein bisschen rumbasteln. Ich habe jetzt gegen Schluss doch ein besseres Setup, glaube ich, auf die Beine gestellt. Aber wir werden es jetzt sehen. Und Trainingsbestzeit musste ich holen fürs Ego. Aber ja, wir müssen ein bisschen rumbasteln, ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, jetzt bin ich schon recht zufrieden. Aber Österreich ist halt einfach zum Fahren, aber zum eine perfekte Zeit oder eine sehr gute Zeit raushauen, ist sie wieder sau schwer. Und wir schauen mal, was KI macht, aber wir haben KI aufgenommen. Darum, ja, raus auf die Strecke. Schauen wir mal, was wir da können für eine Zeit rausballern können. Das geschissene Infield wieder verkackt. Aber nein, es ist 051. 30 seconds left in the session. Oh mein Gott. 1:04,599. Alter! Ich habe im ersten Sektor nochmal 1,5 Zettel rausgeholt. Und im zweiten Sektor, wo ich scheiße war, habe ich verdammt viel rausgeholt. Ich war verdammt schnell am Schluss. Jo, krass. Ja, Ah nein, 1:04,601 ist es geworden. 406 hat er nicht geschafft. 4,9 hätte ich vielleicht noch einen mögen, wenn ich in der letzten Sektor nicht verschissen hätte. Ah, Mann. Und das 50-Meter-Schild, in der vorletzten Kurve, gell? Auf der rechten Seite ist Horror. Also, wegen dem habe ich mich so hart verschätzt, dass ich komplett ab der Strecke gekommen bin.
Ja, jetzt hoffen wir mal, dass sie jetzt wieder gespawnt sind, dass Marshall Ja, euren gut. Job erledigt haben. Inzwischen ist es halt Cruise to Drive P2. Also, ich muss ehrlich sagen, bei mir war ja das auch einig. Wo war das? Welchem Rennen? Spanien. Ja, hat Spanien, das genau, ja. gespielt. Und dann sind sie auch beim Rennen wieder dort gewesen. Ja, ich hoffe es. Auf Severin. Alter, aber was ich jetzt da für eine Serie habe, man. Dings auf Pole und jetzt wieder Pole. Ich mache dann noch mit Season Challenge zu Mercedes. Back-to-back Pole. Ah ja. Okay. Ja, nächstes bin ich Ferrari-Fan. 2 Tage lang noch Ferrari-Fan. Ich fühle es. Ja, genieße es noch. Hat dich der Hamilton am Start geholt? Ja. Oh, das Auto ist ein bisschen schwer. Okay, that's a good Ah ja, du start. bist schon wieder weit Moving on. rausgekommen vorher da. Ein Qualifying? Ja, Okay. im letzten Run. Oh, they're back! Great! Hey, wo fährst du hin? Hallo? Hallo? Was soll das? Habe ich genau gesehen vorher? Aber weißt du, ich muss eh wieder anders fahren wegen meiner Reifen. Ich kann wieder nicht so richtig schlätzen, wie ich möchte. Great work. That's a new fastest lap for the race. Oh, ich wollte einfach nur weg von meinen Kontrahenten. Ja, die muss ich jetzt aufschrauben, jetzt noch fast nicht brauchen, noch voll. Oh mein Gott. Ich freue mich auf Super Softs. Ah, ich habe wieder Pace im Fahren. Jetzt fahre ich gerade richtig langsam, ich merke es nämlich richtig. Ich bin wieder wie ein Sonntagsfahrer. Ich streng mich da an, damit ich mit meinem Red Bull immerhin dich noch in Sichtweite kann haben. Genau, übertrieben. Warst du gut auf? Hast du sicher jetzt den 10 Zettel runtergefahren? 1 lap of extra fuel. Fuel target +1. We're approaching the pit window. You'll be on the super softs. Alles gut, ich habe jetzt mal schnell ein bisschen aufgeschraubt. Yay! Wirklich, ich wollte fast einen Slap holen. Ja! Ich habe wirklich auf Overtake drin gehabt. Ich habe einfach zu, dass es besser Auto wird. Ist ja nicht verkehrt. Okay, we're not seeing any issues with tyre wear right now. You should have good grip for a while yet. Ah, das höre ich aber noch gerne. Er sagt mir gerade, ich will noch guten Grip haben, aber ich merke von dem guten Grip irgendwie gefühlt gerade gar nicht. Dem Chef kannst du einfach nicht vertrauen, was der so rauslässt. Da. Ja, der Name Chef sagt doch schon alles, was du wissen musst. My name is Chef. Nehme ich. We're leading our teammate by 7.1 seconds. Geh mal, wo ist mein Teammate? Jetzt hat er gerade gesagt, nach 7 Sekunden bin ich vor dem Teammate. Auf dem 5. Da mich nochmal Sepp. Erinnert ein bisschen an China, da, das Ganze. Ja, noch in China hatte ich mehr Mühe gehabt. Ja. Nein, DRS-Fehler! Ah, fuck you. Gut, ich brauche eh keinen, aber... Wow! So you can Das stay war out das of größte Problem, das du hast.
Ah, Ferrari. Box, box. We're coming in this lap. Du merkst, ich bin ja nicht so angespannt, weil sonst wärst du viel, also weniger gesprächiger. We realised that we exceeded. Keep that in Das ist mind as auch you wahr. approach. Aha, so gehst du in die Box. Okay, gut zu wissen. Ja, schön über Dings reingefahren. Go, go now. Ja, schön vor der Mercedes wieder rausgekommen. Hey, die machen Double Stack, Alter, die stehen hintereinander, die Idioten. Idiots. Hey, nein. Clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous Was driving für and cross over Vollpfosten. into the track. No way. Das ist jetzt nicht... ja, ernsthaft einen Double Stack gemacht gerade. Und gut gemeinter Tipp, passt dann auf bei der Pit-Exit dort mit dieser Wand. Weil ich habe sie einfach fast gekillt. Magnussen, du hast jetzt einen Goldschatz? Ja, Mann, du bist ein geiler Sieg, ey. Du willst in die Box gehen. Jeff, nein. Hey, what the fuck? Sagt er nicht? Er sagt, ich muss noch mal in die Box. Nein. Doppelter Stopp. Was ich aber nicht so ganz verstehe, also ich verstehe schon, dass du länger draußen bleibst, weil du kannst es ja, mit dem Auto. Aber ich meine, du hast ja so einen guten Tire-Wear. Hinten raus bist du ja eh schnell, oder so. Also kannst du gleichzeitig in die Pits gehen, dann hätten wir Pit-internes Battle. Nö. Nö. Ich mach's hauptsächlich wegen Traffic. Ja gut, ich hätte jetzt gar keinen gehabt. Ja, passt. Hast du auf der Minimap schon gesehen, dass ja die Leute bei dir waren, von dem her? Ja, aber die haben mich Muss ich dann jetzt... um mich abschätzen? Ja gut, hast jetzt einfach 2 Sekunden verloren auf mich. Ah, ich werde noch mehr verlieren. Wieso? Ja. Ist vielleicht so eine Wand gesehen? Nein, ist Frontwing Damage. Ja. Wirklich? Ja. Nein. Wo? Pit Exit oder was? Sag jetzt nicht Pit Exit, ich hab's dir noch gesagt. Einen perfekten Millimeter gesehen! Ich habe dir gesagt, pass auf. Gut gemeinter Tipp, pass dann auf bei der Pit Exit dort mit dieser Wand. Ich kann ja auf! Meine Fresse. Ja, also gerade vor der Weg fahren, ist gut. Okay, genug Sandbag, jetzt gebe ich Gas. Ja, ich schaue auf die Zwischenseite. Ja, jetzt hast du 3 Zettel wieder auf mich verloren. Tenths a lap. Ja, Prep Lab. Ah, du siehst, kannst wirklich auf. Hast du wirklich gefaked, hä? I'm coming! Geil, Alter. Fühle ich jetzt richtig. Das Problem ist eben nur, ich habe wirklich die ganze Zeit gespart. Ich habe recht viel in der Pipeline drin. Ja, dann gehen wir da mal auf. DRS. Aber ich muss sagen, ich merke doch den Karren jetzt schon mit Understeer und alles drum und dran. Hat sich nicht mehr so geil. Wäre jetzt noch eine Schande, wenn du das Auto verlieren würdest. Alter, komm, hey, willst du nach? Hey, ich habe ein Psycho-Zeug da, ey. Teammate. Say that again. We're having Ah, trouble Fresse. receiving. Komm, egal, leck mir am Arsch, Chef. Kannst wieder mal nichts. Etwa 20. Für dich.
Vielleicht ein bisschen mehr. And it's another win for Ferrari! Forza Ferrari! Ich habe Wing Damage gehabt. Hast du wirklich Wing Damage gehabt? Ja. Aber dann bist du am Schluss mit Hotlap gefahren in dem Bei Fall. der einen Runde, die ich so aufgeholt habe, schon alles rausgefällt, was ich hatte. Eben, ja. Aber ich denke, kann nicht sein, weil ich bin so cruised. Aber nicht sein, dass du mich plötzlich... Du hast irgendwie so 7, 8 Zettel auf mich aufgeholt gehabt. Mann, das ist wirklich so eng. Ferrari steht einmal mehr an Ja, der Spitze. Ziel erreicht. GG. Guter Sieg. Back-to-back-Win. Ja, ich habe gehört, jetzt machst du Back Free Back, oder? Back-to-back-Pole und Back-to-back-Win. Das erste Wochenende ohne irgendeinen Fehler. Nein, Frankreich ja. Nein, hast du nicht einen Fehler gehabt im Training? Nein. Mal. Ja, dort ist mir immer KI entgegengekommen. Du bist doch einmal auf Abwägen gesehen. Ja gut, ich bin da auch ein paar Mal ein bisschen off-track gewesen, also von dem her. Haben die fast das Leben noch geholt? Ja. Also ich muss sagen, die allerletzte Runde bin ich jetzt auch noch mit Hotlab-Einstellung gefahren auf dem ERS. Weil ich einfach dachte, also ich muss schauen, ich werde einfach fast das Leben noch einmal holen. Oder sicher sein, dass ich sie habe. Aber ich weiß nicht, ob ich sie wirklich geholt habe am Schluss noch. Ich glaube schon. Also ich weiß nicht am Schluss, ich glaube es nicht, aber ich glaube, du hast sie einfach. Ja, gesamthaft fand ich sie schon, ja. Weil ich bin 1,72 gefahren und du bist der Einzige, der noch in dieser Zeitrange drin war. Das sind alle 8. Kai war richtig langsam gewesen. Holy shit. 14 Punkte hinter dem Hamilton für 2. Du bist jetzt auf 2 Punkte vor dem Ricciardo. Was haben wir da für Vergehen noch? Kollision mit Hamilton und Kevin Magnussen. Okay. Die Hülkenberg ist rausgefallen. Gasly, Kollision mit Ericsson. Gut. Also Rangliste, ja. Jetzt bin ich doch noch vorgekommen. Sehr schön. Am Ricciardo vorbei, ja. Ja, jetzt haben wir wirklich 2 gute Wochenende gehabt. Die haben wir halt schon noch mal ein bisschen gespielt jetzt. Bottas, ja, ist doch noch ein bisschen weg, aber... Ja, ich glaube, wir haben noch nicht mal Mid-Season. Ich glaube noch nicht ganz. Weiß nicht. Aber Hamilton hat natürlich jetzt richtig kassiert, gell? Aber der ist 6. geworden. Und du bist natürlich 2. Also hast du noch gut auf ihn aufgeholt, obwohl das die Championship führt. Also du hast jetzt echt Glück gehabt in diesem Rennen. Danke, Bottas. Ja. Crazy. So. Ja, jetzt noch ein Rennen, das für mich nicht so gut ist. Und dann sollten wir auch ein bisschen Reihe-Rennen kommen, die ich mag. Ungarn bist du gut? Ich mag sie. Okay. Ob ich gut bin, weiß ich nicht, aber ich mag sie. Ja, ich muss sie hier fahren wieder. Eben, bei mir ist das Problem, ich bin die meisten Strecken gar nie gross gefahren. Ich habe das Game nie richtig lang gegeben. Aber ich hatte immer nur F1 21 im Vergleich, weil das habe ich halt recht intensiv gegeben. Und dort war England immer eine Strecke, wo man sehr gut gelegen ist. Und Deutschland, Hockenheim, da wirst du stärker sein als ich, weil ich kenne die Strecke wirklich gar nicht. Also beziehungsweise ich kenne schon das Layout und alles drunter, von Assetto Corsa, aber in diesem Game noch nie gefahren. Von dem her. Ja, wir werden es sehen. Du musst es mir auch sehen. Du wirst auch von Session zu Session immer sicherer und besser. Also. Ja, aber ich denke mal, Hockenheim wird so mein Frankreich sein für dich. Wenn irgendwann zu der Zeitpunkt kommt, wo du so 5 Rennen am Stück gewünscht und ich Nummer 2. wird, dann wechselt zu Ferrari über. Einfach ein neuer Teammate, ja, das wäre es noch. Aber ja, das wäre es mit dieser heutigen Episode von F1 2018. Und falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet, würdet ihr uns sehr supporten mit dem. Und ja, dann sehen wir uns wieder in England. Und bis dahin wünschen wir euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao! Schön.